Hallo miteinander. Im heutigen Yoga schaffen wir auf den Längsspagat hin. Wir werden mehr Bewegungsfreiheit in den Beinen anstreben. Ihr braucht einen Mattenplatz und euch selber natürlich, wenn ihr habt, einen Block oder zwei, um euch zu unterstützen im passiven Squat und auch im Längsspagat. Dann fangen wir doch gerade an. Wir starten im passiven Squat. Ungefähr ein Fuß breiter als hüftbreit. Wenn das für euch nicht geht oder schon ziemlich anstrengend ist, setzen wir auf dem Block ein Tüchlein oder zwei Bücher, wie es für euch passt. Dann habt ihr einen relativ langgezogenen Rücken und könnt entspannter sein. Wenn ihr den Block nicht braucht, starten wir einfach im passiven Squat möglichst einen geraden Rücken. Und von da tun wir ein bisschen schnaufen, ein- und ausatmen durch die Nase. Tiefe Atemzüge und mit spürend, wo haben wir Kapazitäten, können wir ganz in den Bauch einschnaufen oder nicht. Und dann machen wir miteinander noch 3 Atemzüge machen. Wir schnaufen alles aus. Und schnaufen ein für 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schnaufen alles aus für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schnaufen ein für 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schnaufen alles aus für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schnaufen ein für 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und komplett alles ausschnaufen. Und dann tun wir das rechte Knie kreisen im Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn, wie ihr gerade angefangen habt. Wir probieren grosse Kreise machen, wenn es halt nur ganz kleine sind, kein Problem. Macht, was ihr könnt. Und dann wechseln wir die Seite kreisend auf die andere Seite mit dem rechten Knie. Und wechseln die Seite nach links, machen auch hier die grossen Kreise. Geht schon ein bisschen weniger gut. Sind immer beide Seiten ziemlich unterschiedlich. Das werden wir noch merken im Längsspagat. Und wir wechseln die Seite. Und kommen wieder in unseren passiven Squat. Von da kommen wir auf die Zehenspitze, bringen die Knie nach vorne und wieder zurück. Und machen das für 5, 4, 3, 2 und 1. Und dann strecken wir die Beine, die Hände können wir am Boden lassen, bringen beide Beine, Füße ein bisschen zueinander, bis wir etwa hüftbreit sind. Können die Beine ein bisschen hin und her bewegen, entspannend. Der passive Squat ist doch noch ein bisschen in die Gelenke gegangen. Und dann tun wir die gegenüberliegenden Ellbogen fassen. Probieren einen möglichst geraden Rücken zu haben. Wenn eine leichte Beugung drin hat, kein Problem. Die Beine haben einen leichten Knicks, immer nicht ganz durchstrecken. Wenn ihr es möchtet, könnt ihr natürlich. Und dann wippen wir leichte Wippbewegungen. Bringen die Ellbogen weiter runter zu den Füßen. Berühren die Oberschenkel mit dem Bauch. Und schauen, was wir hier am Tiefe, an Raum herausholen können. Leichte Wippbewegungen. Und dann richten wir uns auf, Wirbel für Wirbel.
Schnuffend ein, bringen die Hände über den Kopf, strecken uns, Gesäß angespannt, Finger gespreizt, so hoch auf wie möglich. Schnuffend aus, bringen die Hände zum Herz. Machen einen Schritt zum Kopf von der Matte. Bringen das rechte Knie zur Brust auf, umgreifend das rechte Bein. Schauen, dass ihr möglichst gerade steht, heisst nicht nach hinten lehnen oder nach vorne. Schön, dass Fußgelenk, Knie, Hüfte, Schultern, Kopf in einer Linie sind. Und wir drücken das rechte Knie so fest an Bauch, Brust, wie es geht. Und von da kreisen wir Fußgelenk kreisen. Machen grosse Kreise, dass auch die Fußgelenke warm werden. Und wechseln die Seiten. Der Bauch ist angespannt, gibt uns Stabilität. Und von da lassen wir das rechte Knie los, behalten es aber in dieser Position. Bleibend in dieser Position. Noch für 5, 4, 3, 2, 1. Und strecken das Bein gerade nach vorne. Gestreckt, die Füße sind nach vorne. Zehenspitzen. Und wir haben es so hoch oben wie möglich. Bei euch kann das hier oben sein natürlich. Jeder das, was er kann. Und wir bleiben noch für 10. Am Maximum 9, 8, 7, 6, 5. Noch ein bisschen weiter rauf. 4, 3, 2, 1. Und kommen zurück. Verlagern das Gewicht auf den rechten Fuß, bringen das linke Knie zu der Brust, umgreifend das Schienbein, das Knie und ziehen das Bein hoch auf. Wieder die Gradlinie, Fußgelenk, Knie, Hüfte, über die Wirbelsäule, Schultern, Kopf. Und wir pressen das Knie fest am Bauch und von da kreisen wir wieder die Fußgelenk kreisen. Grosse Kreise. Suchen euch einen Punkt gerade vor euch, den ihr fixieren könnt, für Balance zu halten. Und noch die andere Richtung. Wir lassen das Knie wieder los. Die Arme kommen zur Seite gestreckt, was euch passt. Und wir halten es noch hier oben für 5, 4, 3, 2, 1. Streckend das linke Bein gerade nach vorne. Ganz gestreckt. So hoch oben wie möglich für 10, 9, 8. Tönt euch selber challengen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir kommen zurück. Die Beine können wir ein bisschen ausschütteln. Wir verlagern das Gewicht wieder auf den linken Fuß, bringen das Knie erneut auf. Ohne Hände diesmal halten es da. Haben wieder die aufrecht stolze Haltung. Und dann bringen wir das rechte Bein nach hinten in Krieger 3. Oder die Standwaage, wie ihr es nennen möchtet. Beine, Zehen können gestreckt oder angezogen sein, wie es für euch passt. Aktiv rechts Bein. Die Hände könnt ihr vor dem Herz haben. Eine Linie vom Kopf bis zum rechten Fuß. Und wenn ihr einen Blick auf euren linken Fuß richtet, seht ihr, wie der hin und her gewackelt und am Stabilisieren ist. Von da beugen wir das linke Bein beugen und immer mehr beugen. Langsam suchen wir das Maximum vom gebogenen linken Bein, bis wir in dem Krieger 3 sind, mit völlig gebogenem linken Bein. Und wir setzen das rechte Bein ab. Kommen auf in einen Ausfallschritt.
Wir schauen runter, sehen den linken grosse Zeche. Das rechte Bein ist gestreckt, der Bauchnabel ist eingezogen. Gerade, langer Oberkörper, die Hände strecken nach oben. Der linke Fuß zieht nach hinten, rechte Fußballen ziehen nach vorne, dass wir eine Spannung aufbauen können und die Hüfte nach vorne zeigt. Noch dafür 5 Atemzüge. Spüren wirklich, wie die Energie und die Wärme durch eure Beine fließt. Linke Fuß zieht hinten, rechte ab und vorne. Die Hände ziehen euch weiter nach oben. Und dann bringen wir unsere Hüften gerade runter, wie wenn ihr an einer Schnur angemacht sind, bis das rechte Knie ein paar Zentimeter über dem Boden bleibt. Und wir bleiben auch da wieder spannend das linke Bein an. Ihr seht die linke grosse Zeche. Die Hüfte zeigt gerade nach vorne und das rechte Bein ist gebogen. Für 5, 4, 3, 2, 1 und wir landen. Das rechte Knie auf dem Boden. Der rechte Ferse kommt zum Gesäß rauf. Probieren den rechten Ferse ans Gesäß anzudrücken. Und dann mit dem linken Arm machen wir einen grossen Kreis. Kommen hinten und greifen den Rist vom rechten Fuß. Die rechte Hand könnt ihr vorne runter vor den rechten Fuß bringen, den linken Fuß, Entschuldigung. Und wir lehnen das bisschen nach vorne. Wir ziehen mit der linken Hand den rechten Fuß, die rechte Ferse mehr zum Gesäß. Die linke Schulter ist aufgedreht, Brust geöffnet. Wir schnaufen in den linken Teil vom Brustkorb. Währenddem, dass wir den linken Ferse ans Gesäß anziehen, drücken wir gleichzeitig mit dem rechten Fuß dagegen. Also ein Spiel von Ziehen und Drücken von der Hand und vom Fuß. Und wir holen hier noch ein bisschen mehr raus, dass wir wirklich auch die Aktivierung im rechten Oberschenkel spüren, im Hüftbeuger. Und wir lassen den rechten Fuß los, bleiben aber an Position. Heisst, er bewegt sich fast nicht. Und wir bleiben da für 5, 4, 3, 2, 1. Und lösen langsam. Das war noch am Krampf. Ich hoffe, bei euch ist es auch genug streng. Wir strecken den linken Fuß, kommen hinten in halben Spagat, Ardha Hanuman. Wir sind auf dem rechten Knie, das linke Bein ist gestreckt, nicht ganz durchgestreckt, eine leichte Beugung haben wir drin. Der Oberkörper ist gerade, Rücken ist lang. Wenn ihr riecht, runden Rücken, ist das kein Problem. Und von da dehnen wir, wenn mit den Händen weiterführen und spüren die leichte Dehnung oder grosse Dehnung im linken Hamstring. Und dann drücken wir die linke Ferse nach oben und hinten, als ob ihr die Matte möchten zurückziehen zu euch. Für ungefähr 20% ziehen wir hinten, spüren gleichzeitig noch die Dehnung, bauen auf 50%. Und dann noch 5 Sekunden, 100%. Richtig abdrücken und hinterziehen, dass die Matte euch fast entgegenkommt. Für 5, 4, 3, 2, 1. Lösend die Spannung und kommen noch ein bisschen mehr in die Dehnung rein. Durch das haben wir mehr Aktivierung im Hamstring, bessere Durchblutung und eine grössere Konzentration und können so eine grössere Dehnung rausholen.
Stellen den linken Fuß auf, bringen das linke Knie senkrecht über den Fuß, lösen das rechte Knie und drücken den Rest vom rechten Fuß ab, dass wir im tiefen Ausfallschritt sind mit dem rechten Fuß auf dem Rest. Entweder bleiben ihr da oder kommen stützen euch ab auf dem linken Oberschenkel. Der rechte Rist drückt fest in die Matte. Das rechte Bein ist gestreckt. So gestreckt wie möglich. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch einschnaufen. Hände über Kopf zum Himmel bringen. Rumpf ist angespannt. Und ihr drückt euch höher rauf. Wirklich rechte Rist im Boden drücken und die linke Hüfte aufziehen. Und wir bleiben da für 5, 4, 3, 2, 1. Lösen wieder, bringen das rechte Knie auf die Matte. Und wir finden unseren Weg in Längsspagat, Hanumanasana. Ich brauche für das die beiden Blöcke, dass ich mich abstützen kann. Linker Fuß weit nach vorne, rechter Fuß nach hinten. Und wir schauen, dass wenn der linke Fuß nach vorne will, rechte nach hinten, dass unser Oberkörper im Zentrum ist. Bauch ist wieder angespannt, nach innen gezogen. Ob ihr das vordere Bein gestreckt habt oder Bogen oder das hintere gestreckt, ist euch überlassen. Ihr müsst euch wohlfühlen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, wenn wir in so einer starken Dehnung sind, dass wir komplett entspannen können. Und wir schnaufen hier. Tiefe Atemzüge durch die Nase ein, durch die Nase aus. Probieren uns mit jedem Ausatmen mehr in die Dehnung senken lassen. Mit jedem Einatmen finden wir wieder eine bessere Position, die Hüfte stabil nach vorne zeigt. Und wir noch 2 letzte Atemzüge. Was könnt ihr mit denen machen? Den Oberkörper nach vorne bringen, das Bein strecken. Wo könnt ihr ran mit diesen 2? Und dann lösen wir wieder. Bringen das linke Bein neben die Hände unter unser Zentrum, Blöcke oder was ihr auch braucht, dann könnt ihr auf die Seite tun. Die Handfläche vor den linken Fuß und wir kommen in stehenden Längsspagat. Ich weiss, es sieht nicht aus wie ein Spagat, vielleicht sieht es bei euch besser aus. Und der rechte Fuß ist gerade oben. Linke Fuß ist möglichst gestreckt, rechte Fuß ist gestreckt und will zum Himmel rauf, so hoch rauf wie möglich, auch wenn es kein Spagat ist. Probieren das rechte Bein weiter auf und weiter aufzubringen. Für 5, 4, 3, 2, 1. Ihr bringt den rechten Fuß, wenn er nicht so ist, waagerecht und kommt in Krieger 3. Wir bleiben nicht lang da, kommen zurück in den Berg, Tadasana, Pose. Schütteln die Beine aus. Das war streng, der letzte Teil. Ich hoffe, ihr seid tief in euren Längsspagat gekommen. Und dann gehen wir doch gerade in die nächste Seite. Wir bringen das Gewicht auf den rechten Fuß, links Knie kommt zu der Brust rauf. Gesagt ohne Hände. Und von da kommen wir in Krieger 3 in Standwaage. Das linke Bein ist gestreckt, will weit nach hinten ziehen. Oberkörper ist stabil, waagerecht. Eine Linie vom Kopf zu Fuß. Ihr seht wieder, wie euch der rechte Fuß hin und her bewegt. Vielleicht auch nicht und er ist einfach still.
Das ist auch gut. Und von da gehen wir wieder so weit runter wie möglich, beugen das rechte Bein. Das linke Bein bleibt aber in einer Linie mit dem Kopf. So weit wie möglich, bis ihr nicht mehr mögt. Und an diesem Punkt landet der linke Fuß und kommt in Ausfallschritt. Das Knie ist gerade über dem Fußgelenk. Linke Fuß ist gestreckt. Hände können zum Himmel aufziehen. Und wir ziehen den rechten Fuß zurück. Linke Fuß drückt in den Boden. Und wir bauen eine Spannung auf. Wir sind nicht einfach da, sondern der ganze Körper ist angespannt. Und dann bringen wir das linke Knie gerade runter. Wir kommen wieder mit dem Oberkörper, finden wir wie an einer Schnur runtergezogen, bis wir wenige Zentimeter schauen können, wie viel, wo spürender ist die Matte. Und wir bleiben wenige Zentimeter über der Matte. Das rechte Knie ist immer noch gerade über dem rechten Fußgelenk. Diesmal ist aber das linke Bein gebogen. Und wir bleiben noch da für 5, 4, 3, 2, 1. Landend das linke Knie. Bringen den linken Fersen zum Gesäß. Ihr könnt hier ein bisschen mehr in die Hüfte reinlegen, wenn ihr das möchtet. Linke Fersen, links Gesäß. Und wir halten da, probieren, schaffen es, den linken Fersen zu berühren am Gesäß. Und dann machen wir einen grossen Kreis mit dem rechten Arm. Fangen den Rest vom rechten Fuß von außen, so dass wir die Schulter, die Brust öffnen. Und wir öffnen die Brust, schnuffend in den rechten Teil vom Brustkorb. Ihr könnt nach oben oder rauf schauen. Und wir ziehen den rechten Fersen mit der Hand zum Gesäß und gleichzeitig der linke Fuß drückt in die rechte Hand, dass wir da wieder ein Spiel von Spannung und Dehnung aufbauen. Das rechte Knie könnt ihr nach außen fallen lassen, wenn ihr das möchtet, oder in der Linie vom Ausfallschritt behalten. Wir bauen noch ein bisschen mehr Spannung auf, ziehen den Fersen mehr zum Gesäß und drücken gleichzeitig fest weg. Wir lösen die rechte Hand vom linken Fuß, lassen aber den Fuß an Ort und Stelle und probieren noch mehr den Fersen zum Gesäß bringen. Für 5, 4, 3. Wenn ein Krampf kommt, nehmt den Empfang. 2, 1 und wir lösen, setzen den Rest auf die Matte und kommen zurück in halben Längsspagat. Lehnen nach vorne, kommen in die Dehnung vom rechten Hamstring und Gesäß. Rücken ist längs. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Block oder die Matte dazu nehmen, dass ihr da ein bisschen aufrechter sind. Die Brust geöffnet ist und nach vorne zeigen kann. Das rechte Bein nicht ganz durchgestreckt, behalten dort immer ein bisschen Spannung drin. Und vielleicht merkt ihr jetzt schon den Unterschied von rechts zu links. An einer Lieblingsseite, wo euch ringer geht, wo ihr euch beweglicher fühlt. Dann drücken wir die Ferse, die rechte Ferse in die Matte rein und zurück. Dass wir wieder die Matte zu uns zurück probieren zu ziehen. Schauen, ob wir es schaffen. Mit meiner Matte ist es fast nicht möglich, aber ich probiere es gleich. Bauen es auf 50%. Sind in der grössten möglichen Dehnung und kommen auf 100%. Ferse in den Boden drücken und zurückziehen. Gleichzeitig Dehnung.
richtige Aktivierung von dem Hamstring und wir lösen die Kontraktion und die Dehnung vertiefen, so weit wie es geht. Merken wir, wie ihr weiterkommt als am Anfang. Wir stellen den rechten Fuß auf, bringen das rechte Knie senkrecht über den rechten Fußgelenk. Das linke Knie löst sich von der Matte. Linke Rist drückt in die Matte hinein. Ihr könnt hier bleiben oder auf den rechten Oberschenkel kommen. Oder einen Schritt weiter, Hände zum Himmel. Drückend das rechte Gesäß auf, spüren die Aktivierung vom rechten Hamstring. Und der linke Rist drückt in die Matte hinein. Das linke Bein ist gestreckt. Und wir bleiben da für 10, 9, 8, 7, 6. Schauen, ob ihr euch noch mehr aufdrücken könnt. 5, 4, 3, 2, 1. Und wir landen das linke Knie. Finden unseren Weg in Längsspagat in Hanuman. Rechter Fuß geht lang, linker Fuß weit nach hinten. Und wir finden unseren Weg, wo wir uns wohlfühlen, wo ihr euch am meisten entspannen könnt, braucht manchmal ein paar Atemzüge. Wie gesagt, ob das rechte Bein ganz gestreckt ist oder das linke Bein, ist euch überlassen. Sitzen tief mit dem Zentrum von Kopf, Schultern, Wirbelsäule zu den Hüften. Probieren ihr auf die Matte zu kommen oder ihr seid auf der Matte, je nachdem wie beweglich. Und mit jedem Ausatmen sinken wir tiefer in den Längsspagat. Und noch wieder die letzten 2 Atemzüge. Wenn ihr noch mehr in die Dehnung rein oder etwas aktivieren. Dann bringen wir den rechten Fuß zurück, gerade unter unseren Oberkörper zu den Händen. Platzierend die Hände vor dem rechten Fuß, kommen in stehenden Spagat. Es sollte ein Spagat sein, ungefähr. Das rechte Bein ist aktiv und das linke Bein ist ebenfalls aktiv gestreckt und probiert immer höher rauf. Es fühlt sich an, als wäre es schon gerade im Himmel oben, wenn ich es in der Kamera nicht sehen würde, dass es nicht so ist. Und wir kicken noch ein bisschen höher rauf. Bringen das linke Bein ungefähr waagerecht nach dem Gefühl, lösen den Oberkörper, kommen in Krieger 3. Und von da zurück in Bergpose. Schütteln die Beine ein bisschen aus. Spüren, wie sich die Beine ungefähr ausgeglichen haben. Rechte Hamstring noch ein bisschen mehr durchblutet ist. Und von da tun wir ausschnaufen und kommen in eine Vorbeuge. Die Arme verschränken, Beine können leicht bogen haben und hin und her ganz leicht bewegen. Keine grosse Dehnung mehr. Und ihr merkt, wie ihr mehr Platz habt, eine grössere Reichweite, wie zu Beginn, wo wir in der Vorbeugung waren. Wir bringen das Gesäß zu den Fersen in einen passiven Squat. Gesäß auf die Matte. Und wir rollen Wirbel für Wirbel
ab, bis wir auf dem Rücken liegen. Die Fersen bringen wir zum Gesäß. Laufen mit den Füßen außerhalb von der Matte an und die Knie gehen ineinander. Ihr könnt hier still in dieser Pose sein oder leichte Bewegung mit den Knien nach innen wippen, was euch gut tut. Dann bringen wir die Fußsohlen zueinander und kippen mit den Knien nach außen. Auch hier könnt ihr wieder ein bisschen hin und her wippen. Ich finde es immer noch angenehm, wenn ein bisschen Bewegung drin ist. Und spüren, wie die Wärme durch eure Beine durchgeht. Sind beide wieder ausgeglichen oder spüren noch mehr Durchblutung im rechten Hamstring. Und dann strecken wir die Beine jeweils zu einem Ende von der Matte. Öffnen die Beine, öffnen die Arme. Die Schultern bringen wir zusammen. Und beenden in Shavasana. Lasst uns tief sinken wie im Längsspagat. Und für einen tiefen Atemzug einschnaufen und ausschnaufen. Ihr könnt euch noch ein bisschen entspannen und eure Ruhe finden in Shavasana. Ich sage schon mal danke, dass ihr mit mir heute das Yoga gemacht habt, den Längsspagat. Und bis zum nächsten Mal. Merci vielmals.